Ich bin Viviana Galli, ich bin 22 und ich bin Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin. Ich habe seit und je getanzt und dann war das schon immer mein grosser Traum, das irgendwann beruflich zu machen. Das ist jetzt auch passiert, indem ich mein eigenes Tanzstudio habe und dass ich selber noch auf der Bühne stehen kann. Das ist eigentlich so der Traum, der wahr wurde. Ich bin in Grenchen aufgewachsen und geboren. Ich war sehr ein wildes Kind. Ich habe immer getanzt und ich konnte nie ruhig sein. Und ich habe scheinbar wirklich schon mit 3-Jährigen gesagt, ich möchte unbedingt in Ballettunterricht. Eigentlich so ganz typisch. Ich habe Barbie-Filme gesehen, Schwanensee und so weiter und so fort. Und habe gefunden, das möchte ich auch. Ich habe auch meine Tütüs bekommen, die ich anlegen durfte. Und dann bin ich in Ballettunterricht und habe mega schnell gemerkt, okay, das ist mehr als einfach nur ein Hobby, das ich einmal in der Woche mal so ein bisschen mache. Ich bin dann schnell, so mit 8, 9, habe ich dann auch schon 5 bis 6 Mal in der Woche trainieren. Und das hat mega schnell eine mega grosse Wichtigkeit gehabt. Ja, zum Beispiel, wenn man natürlich so viel trainiert, muss man ja auch vielleicht mal auf das eine oder das andere Geburtstagsfest verzichten. Und das war für mich aber nie ein Problem, weil ich das so geliebt. Für mich ist nichts über dem Tanzen gestanden. Etwas, was mich zum Beispiel geprägt hat, ich habe dann bei meiner Ballettlehrerin mit 11-Jährig auf die Waage stehen, weil es heisst, ich bin zu dick. Mit 11-Jährig, ich hatte noch nicht mal meine Tage. Also weißt, ich war wirklich noch ein Kind. Ein Punkt, der natürlich auch für meine Mami mega prägend war, dass sie mich wie gehen musste, obwohl man vielleicht mit diesen Sachen nicht so einverstanden war. Zum Beispiel, sie hat ja gesehen, dass ich mega leide, wo es um das Thema Gewicht ging. Oder dass ich zum Beispiel, als ich die Brüste bekommen, wie sehr dass ich denen gelitten habe. Aber sie hat mich gleich weitermachen und Gott sei Dank. Weil mega viele Leute sagen halt auch, ja, willst du dein Kind nicht schützen? Siehst nicht, wie dein Kind leidet und was lässt du überhaupt noch in dieser Welt und was lässt dein Kind auf die Waage stehen? Aber sie hat das wie für mich gemacht, weil sie genau gewusst hat, wie wichtig mir das ist. Und wenn sie etwas gesagt hat, hat man mir einfach gesagt, okay, du bist nicht hart genug, dann gang einfach. Aber daheim hat sie mich immer gestärkt. Sie war zum Beispiel nicht die, die gesagt hat, okay, jetzt hat sie gesagt, du musst abnehmen, nimm ab. Nie. Sie war immer an meiner Seite und sie hat auch immer gesagt, wenn es dir zu viel wird, hören wir auf. Es war halt dann auch der Punkt, dass ich bei einer Ballettlehrerin war, die mich wirklich so mental einfach so runtergemacht hat. Einfach mit Sätzen, die heute gar nicht gehen würden. Also irgendwie, dein Popo ist so gross, dort könnte man eine Kaffeetasse drauf abstellen. Weißt du, so, ich bin 12-jährig und es war nachher auch so, dass wir die Tanzschule wechseln konnten. Also es hat mich dort nachher auch rausgenommen und hat viel mit mir eine andere Lösung gesucht. Es hat tatsächlich nie Momente gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht mehr. Weil die Leidenschaft zum Tanzen immer viel grösser war als alles andere. Und auch der Moment, wo ich auf der Bühne stand, wo es für meine Arbeit applaudiert wurde. Und einfach auch, wie mein Körper sich fühlt, wenn ich tanze, was ich mit dem Tanzen ausdrücken kann, das ist für mich immer oben gestanden. Weil ganz viele Situationen, wenn ich sie fühle oder Konflikte, kann ich vielleicht nicht zu Wort fassen. Oder will ich auch gar nicht irgendwie ausdiskutieren, aber ich kann sie tanzen. Das ist ein mega, mega schönes Gefühl. Für mich war schon immer klar, ich möchte das wirklich beruflich machen. Und dann war es aber mit dem Ballett nicht so einfach, weil die Ballettwelt leider heute auch immer noch recht altmodisch ist. Also du musst körperlich mega reinpassen, du musst die richtige Größe haben und natürlich die ganze Technik muss mega stimmen. Und dann mit 16 hat es nicht mehr gelangt. Mir ist gesagt worden, mein Körper sei zu weiblich und ich würde nicht in die Schiene passen. Und dann ist erst mal eine ganz fette Welt zusammengebrochen. Ich dachte, okay, ich habe mein ganzes Leben lang für das trainiert. Und nur weil mein Aussehen nicht in euer Schema reinpasst, sollte ich das jetzt alles aufgeben. Und das ist natürlich nicht der Fall, das habe ich sicher nicht gemacht. Und dann durch meinen damaligen Ballettlehrer, der mich eigentlich ja schon mein ganzes Leben unterstützt hat und mich zu dieser Tänzerin gemacht hat, die ich bin, er hat mir dann gesagt, hey Vivi, du singst doch noch und du schauspielerst doch noch. Und ich fand, ja schon, aber ich denke nicht, dass es jetzt länger wird, dass mich irgendeine Schule aufnimmt. Und dann habe ich mal so einen Workshop gemacht an einer Musicalschule in Hamburg. Das hat mich aber dann so überzeugt und so gefallen, dass ich halt irgendwie plötzlich gleich singen, tanzen und Schauspiel kombinieren kann, dass es mich fast sogar noch mehr überzeugt hat als die Ballettwelt. Und dann ist es so weit gekommen, die Schule hat mich angenommen und dann bin ich mit 16 bin ich auf Hamburg gezögert und habe dort meine 3-jährige Ausbildung im Singen, Tanzen und Schauspiel gemacht.
Ich habe noch nie so offen in einer Kamera das mit dem Gewicht gesagt. Aber ich wollte es immer schon mal sagen, weil es mir mega wichtig ist, dass die Szene eine Wandel bekommt. Dass du nicht abgemagert sein musst, dass du trotzdem gut bist. Du musst es leider heute noch in dieser Szene, aber es würde mich freuen, wenn die Szene mal einfach den Wandel machen würde und sagen, es geht auch anders. Was ich durch die ganze Welt so ein bisschen mitgenommen habe, ist einfach, steh für dich selber ein und mach es Move. Und wenn mir etwas nicht passt, dann darf ich das sagen. Ich muss nicht still sein und einfach Sachen bei mir durchgehen, die mich eigentlich mega schlecht fühlen.